Also dieses kostet es, was es wolle und Basti Fantasti und natürlich auch Eleonore Gewessler, muss man ganz klar sagen, hat uns einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Es geht darum, diese Kinder wortwörtlich von der Straße zu holen und aus dem Verkehr zu ziehen. Unser Job ist es, das Leben der Bürgerinnen und Bürger aller Menschen, die hier leben, jeden Tag besser zu machen. Ein Jahr ist die Wiener Koalition jetzt alt, doch was hat sich in den letzten 12 Monaten getan? Das bespreche ich heute mit dem Gemeinderats- und Landtagsabgeordneten Lukas Burian. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass wir hier sind, hier in meinem Heimatbezirk. Viel hat sich getan, aber ich glaube, was uns als NEOS vor allem unterscheidet, ist, dass wir nicht mit Überschriften arbeiten, sondern die brennenden Themen auch wirklich strukturell angehen wollen. Und da fallen mir natürlich gleich zwei Dinge ein. Einerseits ist es natürlich Kindergarten neu denken. Haben wir jetzt mit der Vizebürgermeisterin gestartet, denn der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung. Und was mir persönlich auch ganz wichtig ist, wir haben den Kinderschutz und das Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz auf neue Beine gestellt. Deine Themengebiete sind ja unter anderem Jugendsicherheit und Bürgerbeteiligungen. Worauf bist du besonders stolz? Also Stichwort auch Auszeit-WG oder Orientierungshilfe? Zwei Dinge, die brandaktuell sind und die wir als NEOS aber schon früher erkannt haben, sind tatsächlich die Auszeit-WGs. Was machen wir mit Kindern, die jünger als 14 sind? Das ist ein wesentliches Thema. Wie gehen wir damit um? Denn es gibt ein ganz und für mich persönlich auch unverrückbares Kinderschutzalter. Ja? Kinder sollen Kinder sein, bis sie eben 14 werden. Dass wir aber in letzter Zeit einfach diese Problematik haben, dass unter 14-Jährige immer mehr und auch Einzelne davon immer mehr Verbrechen tatsächlich begehen, andere gefährden, also nicht nur sich selber, sondern auch andere. Da haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie wir damit umgehen mit den Auszeit-WGs, die wir tatsächlich in Kürze starten. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in Wien, auch als NEOS Wien, gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin neue Wege gehen. Die Kriminalität, die steigt, aber das Alter sinkt. Wir haben es jetzt vor ein paar Tagen auch schon wieder gelesen, im 10. Bezirk, im Favoriten, ist es wieder zu einer Messerstecherei gekommen. Der Täter ist 13 Jahre alt. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass immer mehr Täter jünger werden, kommen die jetzt alle in so eine Auszeit-WG? Das muss man sich genau anschauen, denn es gibt natürlich auch die offene Kinder- und Jugendarbeit, wo wir sehr viel auch in den letzten Jahren investiert haben. Jetzt auch hier strukturelle Änderungen vornehmen, um das Fördersystem dort zu ändern, um zielgerichteter auch auf diese Jugendlichen zugehen zu können. Denn eins ist auch ganz klar, Kriminalität, egal in welchem Alter, kann man nicht einfach mit Polizei, ja, oder mit dieser Gewalt oder mit der Exekutive begegnen. Es braucht auch immer den anderen Part, nämlich die Sozialarbeit. Und da schauen wir ganz genau hin, auch mit unserem Ressort, in unserem Ausschuss. Und die Orientierungshilfe ist aber genauso ein Punkt, den wir hier auch gestärkt haben. Ja, also wie können wir Jugendlichen helfen, sich selber besser zu verstehen, das, was sie tun, und ihnen aber auch das Rüstwerkzeug an die Hand zu geben, selbst zu erkennen, was sie selbst machen können, um ihr Leben und ihre Chance im Leben zu verbessern. Weil darum geht es uns ja auch in Wirklichkeit. Diese Kinder und Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen. Und wir brauchen bestmöglich ausgebildete, demokratiesichere Kinder und Jugendliche in unserer Stadt und damit natürlich auch fürs ganze Land. Aber die Orientierungshilfe ist ja quasi die Vorstufe zur Auszeit-WG, kann man eigentlich sagen. Ungern, Oder? aber ja, das ist richtig. Denn es ist schon auch immer ganz wichtig zu sagen, wir brauchen ja im Leben als auch in der Politik, wir brauchen Eskalationsstufen. Ich kann nicht sofort jedes Kind wegsperren, vor allem wenn es unter 14 ist und das gar nicht gibt. Wir haben seit über 20 Jahren keinen Kinder- und Jugendgerichtshof mehr. Das war eine sehr wichtige Instanz, die es meiner Meinung nach leider eben auch nicht mehr gibt. Die Orientierungshilfe ist so, und insofern hast du natürlich recht, eine Vorstufe, um zu sehen, was ist noch möglich, wie kann man mit den Kindern und Jugendlichen noch arbeiten, bevor es tatsächlich so weit ist, dass sie in eine Auszeit begeben müssen. Und ich glaube auch, die ersten Zahlen zeigen auch, es fruchtet auch ein bisschen. Es gibt viele Schüler, die in der Orientierung, oder viele Kinder und Jugendliche, die in der Orientierungshilfe sind, die aber auch wieder Fuß fassen im alltäglichen Leben, die wieder zur Schule gehen und die vielleicht auch die Kriminalität ein bisschen zurückgefahren haben. Also wir sehen auch an den Zahlen, dass wir hier richtige Arbeit machen und dass es auch wichtig ist, hier weiter daran zu bleiben und zu arbeiten, denn die Zahlen geben uns recht. Kinder kommen zurück in die Schule, und was mir an der Stelle auch noch ganz wichtig ist, was nicht jeder gerne hört, aber wir NEOS nicht müde werden zu sagen, ist, es liegt auch an den Eltern. Eltern können die Erziehung und die Bildung ihrer Kinder nicht am Kindergarten, an der Volksschule oder an der Hauptschultüre abgeben. Sie sind Teil
der Bildungsmaßnahmen ihrer Kinder und darauf werden wir in nächster Zeit auch besonderen Wert legen. Wieso braucht es das jetzt? Früher haben die Kinder ja auch ohne Orientierungshilfe und ohne Auszeit-WG den richtigen Weg wiedergefunden. Naja, wir müssen schon ganz klar, und auch da sind wir ganz klar in unserer Sprache als Neos Wien, wir haben hier neue Realitäten. Wir haben sehr viel Zuzug, wir haben sehr viel Nachzug auch aus dem Ausland und ich komme selber aus einem Bildungshaushalt. Meine Eltern waren beide Pflichtschullehrer. Meine Eltern haben sich darüber gestritten, welche Bildung ich bekomme. Je bildungsferner meine Eltern sind, desto weniger werden sie sich Gedanken darüber machen, welche Ausbildung ich bekomme oder das auch vielleicht verstehen oder erfassen. Da geht es um einfachste Dinge, ja, wie Lesen, Schreiben, die deutsche Sprache kennenlernen. Wir haben jetzt endlich diesen Deutschförderdeckel mit dem Bundesminister Wiederkehr abgeschafft, um dieses Doppelspiel Wien mit der Bildungsstadträtin, Jugendstadträtin Bettina Emmerling und dem Bildungsminister Christoph Wiederkehr hier endlich voranzukommen und sind in einer Situation, wie wir sie in den letzten 40 Jahren noch nicht erlebt haben. So, jetzt kosten aber diese Auszeit-WGs, diese Orientierungshilfen ja auch wirklich Geld. Wie passt das aber mit dem aktuellen Problem zusammen, dass wir aufs Budget schauen müssen? Wie geht sich das alles aus? Wie geht sich das alles aus? Da stehen wir noch inmitten oder am Anfang von harten Verhandlungen. Die werden sehr, sehr lange dauern. Wir wissen aber auch, strukturelle Reformen sind nicht jedermanns oder jeder Partei Sache. Und ich glaube, da muss sich jeder wirklich sehr, sehr lange und tief in den Spiegel schauen, um zu erkennen, was sind die Zeichen nicht nur der Zeit, sondern was tut auch wirklich Not. Und diese Auszeit-WG kostet tatsächlich viel Geld, aber es geht darum, diese Kinder, diese Minderjährigen, wortwörtlich von der Straße zu holen und aus dem Verkehr zu ziehen. Harte Sprache, I know, aber man muss das hier ganz klar ansprechen. Diese Kinder gefährden nicht nur sich selbst, sondern eben auch andere und nicht nur Kinder und Jugendliche. Und das können und werden wir uns in Wien nicht gefallen lassen. Du hast klar und deutlich gemacht, was so die Herausforderungen bei den jungen Menschen sind. Aber wo siehst du aktuell den größten Handlungsbedarf, wenn es ums Thema Sicherheit allgemein in Wien geht? Das Thema Sicherheit ist uns für alle ein bisschen diffus. Wir alle haben selbst ein subjektives Sicherheitsgefühl. Das heißt, bin ich eine junge Frau oder überhaupt eine Frau, die Angst hat, am Abend allein durch die etwas dunklen Straßen zu gehen. Ja? Also da geht es um Beleuchtung. Ja? Da geht es aber auch darum, was mache ich am Abend in einem fast leeren Straßenbahn, in einer PIM oder in einem U-Bahn-Waggon. Ja? Es geht aber auch genauso darum, wie können wir uns als Stadt auch im puncto Cybersicherheit, ja, es gibt genügend Angriffe aus dem Ausland, wir wissen alle ganz genau, wo sie herkommen. Also auch hier müssen wir wehrhaft sein und aufrüsten. Das sind alles Kosten, du hast es vorher angesprochen, die entstehen. Und hier gilt es sehr klug, Hand in Hand, miteinander, immer gemeinsam nach vorne schauen, daran zu gehen, die einzelnen Projekte sich anzuschauen und entsprechend zu priorisieren. Für viele ist ja auch Favoriten quasi so ein Brennpunktbezirk, wenn es ums Thema Sicherheit geht. Und da gab es jetzt auch in den letzten Monaten ganz viel Kritik, dass dann auch Polizeistellen einfach aufgelassen werden, obwohl das so ein großes Thema ist im Favoriten. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr, du hast es gesagt, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter, aber ist wahrscheinlich aus gutem Grund eine Bundessache. Aber ich war vor wenigen Wochen in der Kolumbusgasse, wo ein neues Sicherheitszentrum eröffnet wird und auch neben dem Matzelsdorfer Platz wird ein neues Sicherheitszentrum eröffnet. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert und einfach weggespart wird. Aber wir haben neue Herausforderungen, nicht nur lokal, sondern auch auf Stadt- und eben auch auf Bundesebene. Und hier gemeinschaftlich zu denken, mehrere Einrichtungen, mehrere Sparten auch von Sicherheit und von der Exekutive zusammenzubringen, das ist die Zukunft und diesen Weg gehen wir ja auch. Du hast gerade angesprochen, Bürgerinnen wünschen sich auch mehr Mitsprache. Wie könnten solche Beteiligungsformate in Zukunft aussehen? Oder wie kann man sich als Bürger, gerade wenn es ums eigene Kretzel, um die eigene Gegend geht, mit einbringen? Das ist ein ganz wichtiges und zentrales Thema, auch für uns als Neos. Denn Bürgerbeteiligung heißt, dass jemand nicht nur eine Stimme hat, sondern dass sie auch gehört wird. Ja, das ist der Vergleich von Toleranz und Inklusion. Ja, du darfst da sein oder ja, deine Stimme wird nicht nur gehört, sondern du hast einen Platz am Tisch. Was hat Neos ganz konkret in der letzten Legislaturperiode gemacht? Wir haben das europaweit modernste Petitionsgesetz auf den Weg gebracht, echte Bürgerbeteiligung. Jeder, der in Wien lebt, darf ab dem 16. Lebensjahr, kann online eine Petition einreichen, braucht 500 Unterschriften dafür. Er hat ein Anrecht, gehört zu werden. Das wird live übertragen. Das sind alles Dinge, die vor 10 Jahren sicher noch undenkbar gewesen wären. Und was mir ganz wichtig ist und was uns auch ganz wichtig ist in unserer Arbeit ist, wir fangen jetzt schon an mit dem Kinder- und Jugendparlament und den Bezirksparlamenten für Kinder und Jugendliche, den jungen Menschen von Anfang an ganz klar zu machen. Wenn du ein Anliegen hast, dann sind wir hier, um dir zuzuhören. Wir können nicht immer versprechen, dass alles gleich funktioniert. Aber es geht schon darum, jungen Menschen auch zu erklären,
dass wir in einer Demokratie leben und die nur dann wehrhaft ist, wenn wir daran arbeiten, dass wir dieses Gefühl und auch diese Institutionen und diese Möglichkeiten, sich selber zu beteiligen, weitergeben. Der Gemeinderat-Landtag befindet sich ja aktuell in seiner Sommerpause, obwohl die Politiker im Hintergrund natürlich weiterarbeiten. Was stand auf deiner Agenda, was du in den letzten 12 Monaten noch nicht durchsetzen konntest? Da gibt es tatsächlich eine Sache, die mir sehr wichtig ist, aber die ich auch ganz sicher nicht aus den Augen lassen werde. Das ist die psychische Gesundheit, vor allem bei Jugendlichen. Ich sehe es tatsächlich aus dem sehr engen Familienkreis, was Corona mit Jugendlichen gemacht hat oder machen kann, was Einsamkeit bedeutet, aber eben auch nicht die Möglichkeit zu haben, sich konkrete Hilfe zu suchen. Was meine ich? Es geht darum, dass wir das psychologische Angebot auch auf Kasse, ganz ehrlich, erweitern müssen, dringend. Ja, jetzt kann man nicht sagen, nur weil wir Politiker das wollen, sind auf einmal 1000 Psychologinnen und Psychologen mehr da. Das Gleiche sehen wir in der Betreuung, der Freizeitbetreuung, im Sozialdienst etc. Das kommt nicht von irgendwoher. Deshalb machen wir diese Berufe ja auch attraktiver. Aber das ist etwas, das treibt mich auch wirklich an, nächstes Jahr dann nach wie vor dahinter zu sein. Wir brauchen da mehr Möglichkeiten, wo Jugendliche sich hinwenden können, wenn sie ein Problem haben und vor allem, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das ist das Allerwichtigste. Junge Menschen müssen wissen, sie sind nicht alleine und es ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und als Politiker, ihnen zu vermitteln, wir sind für euch da. Aber wer mich kennt, kennt auch ein bisschen meine Ungeduld, die nach einem Jahr nicht wesentlich kleiner oder leiser geworden ist. Da wünsche ich mir einfach mehr, weiß aber auch nach einem Jahr, dass man eben nicht einfach mit dem Finger schnippen kann und dann ist es da. Das ist Politik und an den Ergebnissen und an den Erfolgen werden wir uns natürlich auch messen lassen müssen. Aber witzigerweise, diese Ungeduld habe ich auch bei unserer Clubobfrau Selma Arapovic rausgehört. Für sie geht es auch nicht schnell genug in ihren Themen. Woran hapert es denn meistens? Warum funktioniert Politik einfach so langsam? Wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich dir noch eine andere Antwort gegeben. Weil Politik hat schon der berühmte Herr Weber gesagt, dass lange Bohren von harten Brettern ist. Und so ist es auch in Wien und wie überall sonst auch. Und ich habe schon ein bisschen verstanden, dass es durchaus okay ist, abzuwägen und zu schauen und ein bisschen zu warten. Wenn Gefahr im Verzug ist und wirklich sofortiger Handlungsbedarf da ist, gar keine Frage. Aber es ist wichtig und deshalb ist es auch gut, in einer Koalition zu sein, auch wenn wir der kleinere Partner sind, dass man immer ein Gegenüber hat, an denen man sich spiegeln kann. Manchmal natürlich auch ein bisschen reiben, aber das gehört dazu. Aus Reibung entstehen großartige Ideen. Nein, aber ich glaube, es geht schon darum, einfach auch andere Meinungen anzuhören, ja, und daraus das Beste zu machen. So haben wir das zum Beispiel beim Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz gemacht. Ja. Da gab es wirklich eine lange Periode, Stellungen zu beziehen, Stellungnahmen einzugeben, auch von der Opposition. Und wir haben uns das gründlich angeschaut und an einer oder anderen Stelle tatsächlich auch nochmal nachgeschärft. Und genauso funktioniert verantwortungsvolle Politik. Was würdest du bei BürgerInnen sagen, die sagen, okay, es passiert einfach zu wenig und zu langsam? Ich glaube, die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern sollte es nicht sein, zu sagen, naja, da hast du jetzt aber nicht genau hingeschaut, weil schau mal, da ist es ja eh. Ja? Sondern unser Job ist es, das Leben der Bürgerinnen und Bürger aller Menschen, die hier leben, jeden Tag besser zu machen. Das muss bei den Menschen ankommen. Es muss bei den Menschen ankommen, dass wir die Deckelung der Deutschförderung gesenkt haben. Das wird auch kommen. Nicht von heute auf morgen, natürlich. Es braucht alles eine Vorlaufzeit, aber es wird kommen. Genauso wie jetzt die Vizebürgermeisterin richtig erkannt hat, dass wir ein totales Problem mit Hitze in den Schulen und in den Gebäuden haben. Wissen wir jetzt, die Gesetze sind so, wie sie sind. Sie haben Vorlaufzeiten. Ich weiß aber auch, und ich weiß es ja selber, nicht nur aufgrund meiner Ungeduld, sondern wir leben in einer immer schneller werdenden, sich schneller drehenden Welt. Die Probleme hören nicht auf, das ist klar, und man will schnell sofort Lösungen haben. Da gibt es Parteien, die so arbeiten mit Überschriften und schnellen Lösungen, da ist aber nichts dahinter und dafür stehen wir als Neos Wien gar nicht, das wissen die Leute aber. Ja, aber wiederum gibt es dann auch Parteien, die sagen, wozu denn jetzt Klimaanlagen in Schulen, es war immer schon so heiß. Das ist ein bisschen, ja, das ist tatsächlich ein spannender Spagat, den man hier hinlegen muss. Wir sind hier in meinem Heimatbezirk, im 1. Bezirk. Ich bin im Jahr 81 geboren. Ich kann mich erinnern, da war noch kniehoch Schnee am Stephansplatz. Es möge mir bitte irgendjemand von diesen Leuten sagen, wann er das letzte Mal kniehohen Schnee am Stephansplatz gesehen hätte. Das kann ich nicht ernst nehmen und dementsprechend richtet sich das auch tatsächlich selbst. So, dann werden wir ein bisschen allgemeiner und ein bisschen lockerer in diesem Gespräch. Ist ja auch ein Sommergespräch. Oh, danke vielmals. Kann ich jetzt den Knopf aufmachen? Oder? Mach auf. Was nervt dich an anderen PolitikerInnen von anderen Parteien im Gemeinderat/Landtag besonders?
Es ist eine Sei ehrlich. Monothematik. Also immer nur ein Thema zu haben und man muss es ihnen natürlich, man kann da auch ganz konkret die Blauen, die FPÖ ansprechen, man muss es ihnen schon lassen, sie sind so gut drauf getrieben, das immer wieder nur auf ein Thema runterzubringen. Es bringt ihnen vielleicht was, aber es bringt den Menschen im Land einfach überhaupt nichts. Das ist einfach ein Riesenproblem und da gibt es eine gewisse, kann man sagen, im Gegensatz zu den Blauen haben wir mit dem großen Thema Bildung wirklich ein Thema, das die Zukunft aller Menschen in diesem Land besser machen wird. Immer nur raus, raus, raus etc. zu schreien, macht mein Leben akut nicht besser. Nicht heute, nicht mittelfristig, nicht langfristig. Ich vermisse jegliche Konzepte. Es gibt nur ein Thema und das finde ich ein bisschen schade. Andere wiederum, eher dem äußeren linken Spektrum zuzurechnen, gerieren sich einfach als Verbotspartei, die glauben, das Geld läge gerade in Hülle und Fülle da. Also wer eine neue Brücke über die Donau fordert, gleichzeitig aber sagt, er möchte das 1 Euro Tagesöffi-Ticket behalten, hat irgendwas zwischen Plus und Minus nicht verstanden. Weil wie soll sich das in der aktuellen Lage bitte ausgehen? Es ist immer relativ einfach, auf vorhergehende Regierungen und auch Koalitionen zu schimpfen. Fair enough, das ist richtig. Also dieses kostet es, was es wolle unter Basti Fantasti und auch unter Werner Kogler und natürlich auch Eleonore Gewessler, muss man ganz klar sagen, hat uns einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Wir können uns jetzt daran 100-mal abarbeiten. Es ändert an der Tatsache nichts, dass kein Geld da ist. Und wir jetzt gemeinsam diesen Scherbenhaufen aufräumen müssen und das machen wir strukturiert. Wir haben einen großen Erfolg eingefahren, indem wir endlich die Lohnnebenkosten, die alles zerfressen am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft, zu senken. Wäre uns mehr lieber, gar keine Frage, aber das ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung und wir haben es tatsächlich auch geschafft, eine Kernforderung von uns, dass wir bis 28, vielleicht sogar 29 real die Parteienförderung um 8% in Österreich kürzen. Etwas, was in den letzten 40 Jahren, glaube ich, noch nicht passiert ist. Und wir haben die höchste in Europa. Sagt schon alles. Es gibt viele Maßnahmen, die gesetzt wurden in den letzten 12 Monaten, aber wann fruchten die und wann spüren wir als Bürger das eigentlich wirklich? Das geht leider nicht von heute auf morgen und auf Knopfdruck. Ich kann mich erinnern, das war bei der Finanzkrise in den Nullerjahren. Ja, da hat irgendjemand mal gesagt, es kommt jetzt nicht irgendein Superheld aus einem Marvel-Comic und richtet alles von heute auf morgen. So funktioniert es nicht. So sind wir als Demokratie in Österreich oder vor allem auch in Wien, in der Stadt, nicht aufgebaut. Es braucht manchmal eben einfach länger. Und es sind nicht Überschriften, die zählen, sondern es ist die Verantwortung, die wir als Politikerinnen und Politiker jeden Tag übernehmen, das Leben der Menschen so schnell wie möglich spürbar besser zu machen. Wir machen das jetzt gerade mit den Summer City Camps. Ja? Alle 9 Wochen volle Betreuung. Ja? Wir machen das mit den Deutschförderungen, wir machen das mit Kindergarten Neudenken etc. Das heißt, das ist alles auf den Weg gebracht. Aber ich weiß, die Leute würden das lieber heute als morgen spüren. So einfach und so schnell geht es dann leider nicht. Dann noch eine Abschlussfrage. Wenn morgen eine Zombie-Apokalypse im Gemeinderat ausbrechen würde, welchen Kollegen oder welche Kollegin würdest du als erstes retten? Nachdem wir leider noch nicht so viele sind, wird sich das ausgehen, dass wir alle von den Neos mitnehmen? Okay, klare Antwort. Dann vielen Dank fürs Sommergespräch. Sehr gerne.